ausgegossen für alle Jesus-Nachfolger. Pfingsten ist auch die Geburtsstunde der christlichen Kirche. Pfingsten ist auch das erste öffentliche Auftreten der Jünger, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden worden ist. Und Pfingsten ist die Erfüllung der Ankündigung von Jesus im Johannesevangelium, wo ich lese. Jesus sagt dort, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Die Ankündigung von Jesus, dass der Heilige Geist, der wird schicken, der Geist von der Wahrheit, wo wird bei uns bleiben und in uns sein, hat sich in den Pfingsten erfüllt. Die Frage, die Menschen immer wieder beschäftigt, ist, wann empfangen wir dann genau den Heiligen Geist? Ist denn der Heilige Geist das Zeichen für besonders gutes Christsein, langjähriges Gebet? Oder ein besonderes Erlebnis? Oder ist der Heilige Geist viel mehr? Wann empfangen wir den Heiligen Geist? Darüber lesen wir im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 13, wo es heisst, in ihm, Christus, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Also ganz klar, in dem Moment, wo wir unser Leben Christus ausliefern, wo wir uns drehen und zu Christus kommen und ihn bitten, dass wir in seine Nachfolge kommen können, in dem Moment kommen wir den Heiligen Geist über und verlieren ihn nicht mehr. Heute Morgen möchte ich darüber reden, das Wirken vom Heiligen Geist verstehen. Ich brauche immer wieder Bilder für Worte vom Neuen Testament, dass sie in mir lebendig werden. Und eines von diesen Bildern werden wir heute aus dem Alten Testament mitnehmen, aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 24. Bevor ich jetzt in die Geschichte gehe, die mich fasziniert, so seit vielen, vielen, vielen Jahren. Bevor ich in die Geschichte gehe, ein Bild noch. Die Erklärung. Die Bibel sagt, dass Christus Jesus der Bräutigam ist. Und die Christus nachfolgen, sind Brüte. Und die Gesamtheit von denen, die Christus nachfolgen, ist Brutgemeinde. Im Alten Testament wird das schon in Bezug auf das Volk Israel gebraucht, das Bild, und im Neuen Testament in Bezug auf die neutestamentliche Gemeinde. Also Bräutigam, Jesus, Brut, die einzelnen Gläubigen und Brutgemeinde, gesamthaft von den Gläubigen. Wir steigen jetzt ein, ist 1. Buch Mose 24. Dort fängt es an, Vers 1, wo es heisst, Abraham war alt und hochbetagt, und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand. Der Abraham hat seinen Chefverwalter zu sich geholt. Der Chefverwalter, der über allen Gütern gestanden ist, von dem reichen Vater. Und der reiche Vater hat seinen Chefverwalter beauftragt, seinem einzigen Sohn Isaac in der Verwandtschaft, in der Fremde, eine Brut zu suchen. Im Bild, der Vater im Himmel hat ab Pfingsten den Heiligen Geist auf die Erde geschickt, um erstens einmal eine Brutgemeinde zu suchen. Um Jesus Christus, dem einzigen Sohn vom Vater im Himmel, wo reich ist bis zum Bach runter, eine Brut zu suchen, wo mit ihm kommt, mit dem Heiligen Geist und der Brut, dem Bräutigam Jesus begegnen. Der Verwalter hat jetzt seine Kamel voll mit Geschenken gepackt und ist losgezogen. Am Brunnen in der Fremde ist er der Rebekka begegnet. Er wird von ihr zum Essen eingeladen. Die grosse Frage, die der Chefverwalter beschäftigt ist es wirklich die Brut? Ist es die wird Ja sagen, um zum Bräutigam zu kommen?
Der Heilige Geist ist mit Geschenk in die Welt ausgezogen, ausgesandt worden, vom Vater und vom Sohn. Und er besucht Menschen, um sie zu fragen, ob sie zur Brut von Jesus dazukommen. Später in dieser Geschichte treffen wir den Chefverwalter an, wie er bei der Rebekka daheim bei der Familie am Tisch sitzt. Und wie es so üblich war, wird zuerst gegessen im Orient und nachher wird geredet. Aber der Chefverwalter hat die Konvention durchbrochen und statt zuerst zu essen, hat er gesagt, ich habe keine Zeit zum Essen. Ich muss zuallererst fragen. Ich suche eine Brut für den Bräutigam und will mir die Rebekka folgen zu dem Bräutigam, sagen ja oder nein. Wenn es nein ist, dann ist es auch okay. Dann weiss ich gehe jetzt und suche weiter eine Brut. Aber ich muss es wissen, bevor ich esse, es ist so dringend. Genauso handelt der Heilige Geist. Sein Auftrag ist es, Menschen zu finden, wo Christus Jesus, dem neutestamentlichen Bräutigam, begegnet. Er ist eines Tages auch an meinem Tisch gesessen und hat mich eines Tages auch mich gefragt, willst du zu dem Bräutigam kommen? Willst du dem Christus Jesus begegnen? Willst du mal an dem grossen Hochzeitstagfest von der Gesamtbrautgemeinde teilnehmen? Ich weiss nicht, ob dich der Heilige Geist schon so angeklopft hat an deiner Herzenstür. Ob er dich schon gefragt hat, ob du willst nachfolgen. Ob du willst mit ihm zum Bräutigam kommen. Wenn ja, überleg dir, wie das war, wo du ja gesagt hast. Und wenn es nicht so ist bei dir, vielleicht ist der heutige Tag, vielleicht laufst du dem Jesus noch gar nicht nach. Dann ist der heutige Tag ein Tag da, wo der Heilige Geist an deinem Herz nachklopfen kann und sagen, willst du mitkommen? Willst du dich hinwenden zu dem Jesus? Soll er eine Priorität werden in dem Leben? Willst du ihm nachfolgen? Willst du dabei sein an dem grossen Hochzeitsfest? Möchtest du Vergebung von deiner Schuld haben? Wenn wir möchten, dass Menschen Jesus finden, dann ist es wichtig, dass wir den Menschen von unseren Erfahrungen, unser Zeugnis weitergeben. Aber ohne das Wirken vom Heiligen Geist nützt das nichts. Wir müssen also zusammenarbeiten mit dem Heiligen Geist, wenn wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen. Unser Zeugnis, das, was wir mit Christus erlebt haben, nicht mehr, nicht weniger, ist wichtig. Aber entscheidend ist dann, dass der Heilige Geist die Menschen zieht, hin zu dem Jesus Christus. Es ist zu grosser Diskussion gekommen mit der Familie von der Rebekka. Sie haben gesagt, es pressiere doch nicht so. Wir können doch noch ein paar Tage warten. Es sagt doch noch ein bisschen Zeit. Aber der Chefverwalter hat Folgendes gesagt, 4 Wörter, haltet mich nicht auf. Es ist so dringend gewesen, die Frage. Freunde, es ist auch dringend in deinem Leben heute Morgen die Frage, willst du dem Klopfen vom Heiligen Geist und dem Herz Raum geben? Willst du nachfolgen? Willst du aufstehen, in die Nachfolge eintreten oder möchtest du sitzen bleiben? Rebekka hat ja gesagt, sie will nachfolgen. Wie sieht das mit deinem Ja aus? Wie lange soll es noch gehen? Vielleicht bist du auch wieder abgesessen in der Zwischenzeit und es geht darum, dass du neu aufstehst und neu heute Morgen das Locken von dem Heiligen Geist hörst und wieder in die Nachfolge hineinkommst. Der Verwalter hat, sobald der Rebekka Ja gesagt hat, angefangen, aus der Satteltasche, von der Kameltasche Geschenke zu geben. Schmuck in aller Varianten. Hat Rebekka und die Verwandten, die Familie von ihr beschenkt.
Wenn wir Ja sagen zu Jesus Christus in dieser Nachfolge, wird er uns mit geistlichen Gaben beschenken. Er ist reich ausgestattet vom Vater im Himmel und vom Sohn Jesus Christus. Ich lese noch den letzten Vers in dieser Geschichte, oder den letzten Vers, den ich möchte euch vorlesen. So machte sich Rebekka auf mit ihren Mägden, und sie setzten sich auf die Kamele und zogen dem Manne nach. Und der Knecht nahm Rebekka und zog von dannen. Die Reise zum Bräutigam von der Rebekka mit dem Chefverwalter war etwa 1000 Kilometer lang. Sie ist mehrere Wochen gegangen. Sie war voller Gefahren. Jetzt war Rebekka unterwegs zu dem grossen Hochzeitsfest. Aber sie war nicht allein. Der Chefverwalter war mit ihr. Er war ihr Begleiter in dieser mehrwöchigen Reise. Er hat die Wegstrecke gekannt. Er hat sie ermutigt. Er hat sie über den Verlust von unserer Familie tröstet. Er ist ihr beigestanden in den Schwierigkeiten von dieser Reise. Und auf dieser Reise hat er ihr mit allergrößter Wahrscheinlichkeit erzählt vom Reichtum vom Vater und vom Sohn daheim. Der Rebekka hat viel zu fragen gehabt. Sie hat viel wissen über den Vater und den Sohn. Sie hat ihn ja gar nicht gekannt. Sie hat gesagt, wie ist er denn der Sohn? Wie ist denn der Vater? Ist er denn so reich, wie du sagst? Ist er denn so reich, wie du die Geschenke mir gegeben hast? Wie ist er wirklich? Und so sind die Wochen schnell vorbeigegangen. Der Rebekka war nicht allein. Sie hat den Beistand gehabt. Jetzt sind wir bei der zweiten Aufgabe vom Heiligen Geist. Er ist auf unserem Weg uns gegeben, um uns zu begleiten. Auf dem Weg, bis wir von Angesicht zu Angesicht Jesus begegnet. Er ist da, uns zu trösten. Er ist da, uns zu ermutigen. Er ist da, uns Gemeinschaft einzuziehen mit dem Vater und dem Sohn. Er ist da, uns den Sohn und den Vater lieb zu machen, uns zu erklären durch die Bibel durch, wer der Vater, wer der Sohn ist, wie reich das er ist und wie sehr dass es sich lohnt, zu dem Hochzeit mitzukommen. Er ermutigt, er tröstet, steht uns bei und gibt Orientierung. Dann ist der Moment gekommen, wo die Rebekka den Bräutigam von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Er hat sie ins Zelt aufgenommen und das grosse Fest hat können anfangen. Die Bibel redet auch von dem Tag, wo wir dann endlich einmal, verstehst du, wie es höchste Zeit ist, weil ich mich nach dem sehne, den Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, wo wir nicht mehr glauben müssen, sondern wo wir es sehen, wo wir nicht mehr mit Zweifel plagt sind, sondern es sehen, dass das, was wir geglaubt haben, das wirklich verhebt. Wir haben jetzt schon Momente, wo wir das erleben. Aber immer wieder gibt es Zweifel, immer wieder sind wir irgendwie hin und her geschoben. Aber eines Tages wird es so weit sein, wenn wir vom Bräutigam mit allen Gläubigen, mit der Brutgemeinde, als einzelne Brut eingeladen sind zu dem Hochzeitsfest. Wir lesen in Offenbarung 19. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Was für ein Tag wird das sein? Wie viel Freude wird das sein? Dann kannst du so viel Rote trinken, wie du willst, du wirst nicht irgendwie getrunken. Es ist der beste Wein. Manchmal bin ich bei Leuten eingeladen, die guten Wein haben. Und dann, wenn so richtig guter Wein auf den Tisch kommt, denke ich an das Hochzeitsfest. Und denke, weisst du was, das ist alles kalter Kaffee. Der Wein, den wir mal trinken, das ist der, den Jesus gemacht hat bei der Weinvermehrung. Aus Wasser Wein gemacht hat. Und dann der fantastische Wein gekommen ist.
Was wird das für ein Tag sein, wo wir nicht mehr am Bräutigam hinterherlaufen, wo wir nicht mehr unterwegs sind mit dem Chefverwalter, wo alles, Herr über alles ist, nicht mehr hinten anlaufen oder mitlaufen mit dem Heiligen Geist, dem Bräutigam hinten an. Was ist das für ein Tag? Noch geht es um Glauben. Noch ist teilweise der Glaubensweg steil und manchmal ist er auch trocken, sind wir doch ganz ehrlich. Und manchmal ist er fantastisch. Manchmal haben wir eine enge Beziehung zum Heiligen Geist. Manchmal sind wir mit ihm so richtig auf Du und Du mit ihm unterwegs und erfahren den Trost so 1:1. Und manchmal wiederum haben wir das Gefühl, es sei so weit weg. Das Wunderbare ist, jetzt tönt es, dass der Heilige Geist unser Begleiter ist. Aber mein letzter Satz heisst, du hast den Heiligen Geist, aber hat er dich? Du hast den Heiligen Geist, aber hat er dich? Die gute Nachricht habe ich euch erzählt. Wir haben einen Begleiter. Er ist mit uns. Das ist eine Tatsache. Aber die Frage ist, hat der Heilige Geist auch dich? Bist du bewusst mit ihm unterwegs? Hast du ihn irgendwo vergessen? Er ist mit dir. Aber Freunde, im Alltag hinein, wo so viele Prioritäten kommen, wo man so viel das Gefühl hat, wir sind allein auf uns angewiesen, manchmal geht er einfach vergessen. Und dann ist Pfingsten wieder ein Tag, ein besonderer Tag. Und am nächsten Sonntag in die Fortsetzung kommen. Wie ist Pfingsten ein besonderer Tag, nochmal zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche dich, um Menschen zum Bräutigam zu rufen. Heiliger Geist, ich brauche dich als Begleiter in meinem Leben. Heiliger Geist, ich brauche dich als Tröster. Heiliger Geist, ich brauche dich. Freund, hast du den Heiligen Geist ignoriert? Ist dir das zu suspekt? Ist dir das ein bisschen komisch? Es ist nicht komisch. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir, wie die ersten Jünger von dem Heiligen Geist getrieben worden sind. Wir sehen, wie ein Paulus getrieben worden ist vom Heiligen Geist. Wir lesen ganz viel in der Bibel von dem Heiligen Geist, wo Jesus Christus versprochen hat. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dich nochmal ausstrecken nach dem Geist Gottes und sagen, Heiliger Geist, herzlich willkommen. Wie werden wir denn voll vom Heiligen Geist? Das ist nicht irgendein Moment, ein besonderer, sondern es ist dann, wenn man mit dem Heiligen Geist rechnet. Je mehr wir rechnen mit dem Heiligen Geist, je mehr werden wir voll. Ich weiss das aus meinem Leben. Und doch merke ich auch immer wieder, wenn ich irgendwo geht er unter. Das erschreckt dich jetzt. Aber ich will ganz ehrlich sein. Einmal geht er wie unter und dann muss ich wieder fragen, wieso machst du alles allein? Ich kenne viele Erfahrungsberichte von trauernden Menschen, die den Heiligen Geist erlebt haben im Trost. Ich kenne Erfahrungsberichte von kranken Menschen, die Operationen hatten. Gerade die letzte Woche eine Frau, die gesagt hat, ich bin so ruhig und so tröstend gegangen. Wir können uns nicht leisten, wenn wir Jesus Christus kennen, den Heiligen Geist zu ignorieren. Das können wir uns einfach nicht leisten, weil es fehlt etwas. Es fehlt etwas in ihm und in meinem Leben. Übrigens, da wo Menschen sich als Brutgemeinde, einzelne Kirchen, aber auch verschiedene Kirchen sich als Brutgemeinde sehen, unter der Führung vom Heiligen Geist, da kommt Einheit. Der Heilige Geist ist ein Geist von der Einheit. Und da, wo sich Einzelne, so Brüder, unter die Herrschaft von dem Heiligen Geist gehen, da kommt Einheit. Ich liebe Kirche von ganzem Herzen, das betone ich immer wieder. Ich predige in unserem Land, Land auf, Land ab und predige am liebsten darüber, wie sehr ich die Kirche liebe. Und zwar spielt es nicht eine Rolle, wie die Kirchen aussehen.
Ich mag mich erinnern an meine Reisen im Fernosten, Kambodscha, Singapur. Ich habe die Kirchen besucht, in den Berghütten hinein. Mit einem kaputten Mikrofon, mit dem Lehmboden. Und kaum ist der Worship losgegangen, habe ich angefangen zu predigen. Weil ich gespürt habe, da ist der Geist Gottes daheim. Da ist etwas Heiliges. Und ich war in Singapur, vom Prince, in dieser grossen Kirche mit 5000 Leuten, wo alle miteinander das Abendmahl zur gleichen Zeit nehmen. Und kaum ist der Worship losgegangen, habe ich angefangen zu predigen. Weil ich gewusst habe, da ist der Heilige Geist. Freunde, ich könnte nie mehr etwas Negatives über eine Kirche sagen. Es ist mir zu heilig. Es ist mir zu nahe. Versteht ihr das? Da, wo der Heilige Geist wirkt, da ist Einheit. Da, wo sich Menschen mit dem Heiligen Geist als Begleiter aufgemacht haben, dem Bräutigam entgegenzugehen und sich wahrnehmen als Brautgemeinde, sich wahrnehmen als Brüder und Schwestern, da, wo sie miteinander dem Bräutigam entgegengehen, da wächst Einheit. Ich liebe jede Kirche, wo Christus verkündet wird, weil ich weiss, dass der Heilige Geist das wirkt in mir hinein. Es hat auch Zeiten gegeben, wo ich über andere Kirchen den Stab gebrochen habe. Weil man gelesen hat, Seb und X und Y und Tander und dieses und weiss ich was alles. Heute frage ich mich, hast du mit dem Pastor schon mal zu Mittag gegessen? Kennst du sein Herz? Und sonst bist du ruhig. Verurteile niemand einfach so aus der Ferne. Es ist eine Tatsache, dass leider Pastoren zu Fall gekommen sind. Aber Freunde, wir haben nicht den Auftrag, über ihn in den Stab zu brechen, sondern den Auftrag, die Kirche zu lieben und den Auftrag, für die Menschen zu beten. Eine Wirkung vom Heiligen Geist, habe ich heute Morgen gesagt, ist es, Jesus lieb zu machen und den Vater. Und für das beten wir jetzt auch, dass in der Worship-Zeit, die wir anschliessend haben, dass da drinnen uns der Heilige Geist Jesus gross macht und lieb macht. Wir haben sonst nichts, wo uns Jesus lieb macht. Aber wir haben den Heiligen Geist. Amen. Darf ich euch bitten, aufstehen fürs Gebet? Heiliger Geist, sei herzlich willkommen. Du hast Platz in unseren Herzen. Heiliger Geist, vielleicht hat es ein paar Leute, die sagen, vergib mir. Ich habe dich ignoriert. Komm, Heiliger Geist, ich will neu mit dir rechnen. Ich will neu mit dir unterwegs sein. Es hat sicher auch Menschen da, die sagen, Heiliger Geist, ich danke dir, was ich mit dir schon erlebt habe und ich will weiter mit dir gehen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich um die Einheit über Kirchengrenzen hinweg. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns den Vater und den Sohn in diesen Liedern gross machst. Dass wir noch so richtig lieben können. So richtig nochmal begeistert sein. So richtig nochmal angerührt sein. Danke vielmals. Amen. Danke, hast du reingeschaut in die Predigt und lass uns einen Kommentar, was dich begeistert hat oder was Fragen aufgerührt hat. Hey, wir bauen Kirchen und wir machen die Predigten, dass Menschenleben zum Blühen kommen
und mit Gott connected werden. Und das hoffen wir, das ist passiert. Wenn du Fragen hast oder das Gebetsanliegen, dann kontaktiere doch uns. Wir lieben es, mit Menschen in Verbindung zu kommen. Wir lieben es auch für Menschen zu beten. Wenn dir die Predigt gefallen hat, dann gib doch einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, dann verpasst du die nächste Predigt sicher nicht. Wenn du uns unterstützen willst und dir das gefallen hat, dann geh auf den Button, scan den QR-Code. Danke vielmals. Und sonst, hey cool, hast du reingeschaut und hoffentlich bis ein anderes Mal.